De Bibel lehrt uns, dat bloos zonen wat perfect zijn, bloos zonen wat volkomen zijn, worden in de hemel zijn. Heb je er maar even gedacht? Bloos zonen wat perfect zijn en ganz volkomen zijn, worden in de hemel zijn. Hebreeën kapitel 12, de laatste part van de vers zegt, en streef naar de Heiligung, wo ohne keiner den Herrn seinen Wort. Die worden zo denken, wat meint hij met dat, ohne dat we volkomen zijn, ohne dat we perfect zijn, waar we niet in de hemel zijn. We willen zijn wat dat meint. Weet je, er zijn twee wegen, waar we perfect kunnen zijn. We kunnen volkomen zijn, zodat we goed genoeg zijn om de hemel voor. Eerstlich, we kunnen ons ganze leven leven, dat we nog niemals een Fehler hebben gemerkt, en we dat allemaal ganz perfect doen. Allemaal dat goed doen. Allemaal dat doen wat God gevallen deed. En allemaal, zoals we laatste zondag zijn, doen, allemaal dat doen, dat het genoeg is voor God zijn heerlijkheid. Dat is de eerste weg. En we willen ons vragen, als die eerste einer wat dat kan doen. De eerste einer. So de eerste weg, om het eeuwig leven krijgen, dat is onmogelijk. So, we willen dan van deel zijn, wo is het dan mogelijk, dat we heilig genoeg zijn, graag zo heilig zijn, als wat Jezus is, wo kunnen we nu de gerechtigheid hebben, wat ons fehlen deed, dat we dat eeuwig leven krijgen. En dat is door Jezus. Dat is Jezus zijn gerechtigheid, wat even ons is, dat ons gerecht genoeg merken deed. Volkomen genoeg merken dat we dat eeuwig leven kunnen hebben. Terwijl we deel 3, dan zien we dat Jezus is even alles. En juist laatste zondag zeggen we, wie komen karten. Van deel wil we zijn dat Jezus zijn gerechtigheid als greater is onze zend. So, we zijn van deel in Römer kapitel 5, we worden van 12 tot 21 de versen doorgaan. We worden zijn, wo is dat Jezus Christus zijn gerechtigheid even ons komen deed, dat wanneer Jezus ons zijn deed, hij zit niet onze zend, hij zit liever Jezus Christus zijn gerechtigheid. So, we zijn in Römer kapitel 5, 12 tot 21. We vangen in 12 staat aan. Zoals durch een mens de zin in de wereld neerkwam en durch de zin de dood. Zo heeft zich de dood over alle mensen verspreid. Wilt zij alle zinjen. Dat zegt hier dat alle mensen hebben gezind. En de zin heeft over de ganze wereld gespreid. Zin kwam in de wereld neer en de Bibel leert ons in 1. Moses kapitel 3, dat Adam en Eva, die waren door een garten en sie merken een Entscheidung. Sie würden gegen dort gehen, was Gott gesagt hat. Gott sagt, dass wir ein Baum oder wir ein Baum, was sie nicht von sollen eten. Aber dann so tun heimen, hat er den anschmieren und verleiden, so dort Eva nimmt erst das Frucht und dann Lothar nimmt Adam das auch. Und wie viele von uns, wir haben dann vielleicht ein Bild von einem Opel, nicht? Das ist was einmal ein Bilder ist, aber wir wissen nicht, dass ein Opel ist. Ich glaube, in Wasser wäre ein Opel schmeckt viel zu schein. Nee, ich kann mich bis Klimat fragen. Wir wissen nicht, was von Frucht das ist, aber das ist nicht das Frucht, was das sind wir. Das ist, dass sie gingen, was Gott sagt, sie sollen tun. Und so sagt das, sind keine in der Welt näher. Und wo durch kein Sinn in der Welt näher? Durch Adam. Und hier ist ein Ding, was wir vielleicht klimat schwer können verstehen. Wir wollen sein, Lothar, wo das Bild alle toepassen wird. Sinn kommt nur der Welt und verspreit durch alle Menschen, will Adam senden gegen Gott. Wir würden dann können sagen, die Bibel lehrt in dieser Vers, dass Adam ist ein Vertreter, ein Aufbild. In Englisch sagen wir, er ist ein Representative von uns. Und wenn wir sagen, ein Representative oder ein Vertreter, was wir meinen ist, du bist eine Person, die anstehen wird für uns. Er wird dort an uns solven, dort, was wir verlangen, oder er ist dort an uns solven. Zum Beispiel,
Wenn wir werden unterschrieben, wie kann dort so anrichten, dort ein Vertreter jeder uns solven, hat er unterschrieben, oder sei der unterschrieben, und dort erst so, wann wir dort haben getan. Und so eine Weise, wenn Adam Sünden deed, hat er dort an uns solven. Wir sind dann vielleicht, wir denken dann so, na, wenn ich wird haben in Gott gewas, ich wird dort Frucht an Tag geladen. Denkt wir nicht fertig so? Wenn ich da wird haben gewas, ich wird einfach haben gesagt, sie soll dort Tag laden. Wenn ich wird haben Adam gewas, ich wird dort haben gesehen, was einfach hat getan, ich wird dort nicht haben getan. So sei wie nu, Lothar, und wir werden da nicht. Aber eine Wacht sein, Gott sagt hier zu uns, dass Adam dort, er sind ja Gott. Aber wie immer wir sind, wenn wir in Adam sind Platz wären gewas, wir würden auch han sind. So in so einer Weise als Adam ein Aufbild von uns. Und ich glaube, jeder einer von uns, wenn wir krakende steht wären, wo Adam wären, wir würden vielleicht nicht in Kraksinnes Wache sind, hatten es Adam, aber wir würden auch han jenen Gott gehen. So derfor Adam deit, kam Sinn der ganzen Welt. Und dann sagt es hier, wir sind ungerechnet und Adam seine Sinn. In Englisch ist ein Wort, das gebraucht wird in Glaubenslehren, das nennt sich imputed. Und ich weiß nicht, wie viel von Ihnen bekannt sagt man das Wort. Und das ist sehr wichtig, dass wir verstehen das. Dort ist, wenn wir sein, dort wird ungerechnet. Zum Beispiel, wenn wir sagen, ich habe $100. Und ich habe $100 und ich kann nicht sagen viel, mir fehlt $100.000. Dann wird Zeiten vielleicht ein Haus oder was immer. Wenn ein Mensch mir was anrechnen wird, er will mir dort geben, dort $100.000, so dass ich nie genug habe, dann dort Zeiten, was mir fehlen wird. Und dort ist anrechnen. Dort, was wir nicht haben, da wurden uns gegeben, so dass nie uns ist. Und dort ist was passiert mit Adam seine Sinn. Adam seine Sinn wird nie uns angerechnet. Und der Lohn wird von der Sinn kommen wird. Es ist interessant, wenn wir ein paar Versen lesen, dann das sagt, als wir noch Sünder wären, starb Jesus für uns. Und keiner von uns wird geboren, wenn Jesus Christus starb an der Kreuz. Aber unser Sinn wird durch. Und warum wir unser Sinn durch? Wegen Adam seine Sinn. Adam seine Sinn, der wird an uns non geteilt. Und dann, das meint aber nicht, dass wir nicht persönlich verantwortlich sind für diese Sinn. Wir merken die Entscheidung, willst wir Sünder sind, dann wieder Sünden. So dass wir letzte Sünder sagen, dass es nicht bloß, dass wir sind Sünder, willst wir Sünden, wir Sünden wegen wir sind Sünder. Und wir sind Sünder, willst Adam sind. Und seine Sinn wird an uns angerechnet. So von dort kommt dann unsere Sündentour. Von dort kommt die Flucht, was von Sinn kommt. In der Bibel lehrt in vielen Städten, und besonders in Johannes Kapitel 3, dass die Sinnflucht, die wir eben alle Menschen. Und der ist gekommen. Und wer nicht unter Jesus Christus ist, der flucht erst noch an die Person. Und die Flucht ist, die wird unser Sinn sein, die wollen sterben. Oder wir würden kann sein, der sind all tot. In Römer Kapitel 6, der 23. Vers sagt, der Lohn, den der Sinn holt, ist der Tod. Gott aber schenkt, dass wir leben in Christus Jesus, unseren Herrn. So, der Lohn von Adam seine Sinn wird Tod. Und wills Adam seine Sinn wird uns angerechnet, unser Lohn für unsere Sinn ist auch Tod. Und dann wieder sagt dort, dass auch so eine, was Büter der gesagt haben, sind, der sind auch unter dessen Fluch. Der 13. Vers in
Kapitel 5 von Römer sagt, die sind wie in der Welt, eier dort gesagt gegeben wird. Aber eier dort gesagt haben wir nicht, dort du bestimmt können, dort sind wir. So als dort auch wir, der dort herrscht von Adam, was Moses sogar, über die nicht krank so gesinnt hatten, ist Adam. Hei wir ein Aufbild von denen, die durchkommen soll. So er sagt hier, dass wir dort sind, dass das überschlagen, der Person per Person, eier der Gesetz gegeben wird. Wenn wir von Sinn denken, dann, wir denken vielleicht bloß an, Gott hat uns ein Gesetz gegeben und wir brechen dort und dann sind wir Sünder. Aber was Paulus hier sagen wird, ist, wir sind Sünder, büter der Gesetz, wegen Adam seine Sünde, erst über uns. Und wieder, wir sind auch Sünder, büter der Gesetz, wegen wir gehen gegen Gott seine Natur. Ich weiß nicht, wie das mal gehört haben von anderen. Menschen sagen, ich will wenig von der Bibel weiten, so dort ich für wenig verantwortlich sein. Sie glauben dann, wenn ich wenig von dort tanen, was Gott verlangen von mir, dann wird Gott mich nicht verantwortlich tun für dort, wo ich kalt ankommen. Aber das ist nicht, was das der Fall sein wird. Der Fall sagt hier, dass wir sind verantwortlich für unsere Sünde. Wenn wir dort nicht weiten, dort wie dort, wo wir dort gebrochen haben. Sie würden dann gerne vielleicht so fragen, wo ist der erreicht, dort Adam seine Sünde überschlagen werden uns? Warum ist das dort wir sterben sollen, für was Adam died? Dann werden wir der nächste Part sein. Meine Antwort wird sein, wo ist dort erreicht, dass Jesus seine Gerechtigkeit über uns kommen wird? Wir würden keine Krankheit Weg sein, dass das nicht fair. So, wo kommt unsere Rettung dann noch an? Wo können wir loskommen von Adam seiner Sünde, dass wir perfekt genug sind für Himmel? Und dort ist, dass Jesus Christus seine Rettung, seine Gerechtigkeit, kommt über uns. 18 und 19 sagt es dort. So als durch einen Mensch seine Sünde, die Verdammnis über alle Menschen kam, gerade so kam durch einem seine Gerechtigkeit der Rechtfertigung für alle Menschen. So als durch einen Menschen sein Ungehorsam seinen Fehl zu Sünder worden, so wurden durch den einen seine Gehorsam seinen fehlgerecht gemerkt. So durch, dass Jesus gehorsam war, wurden fehlgerecht gemerkt. So wie kann hier sein, die wurden gerecht gemerkt. Die sind unrecht, wir sind nicht recht für Gott. Wir sind Sünder, wir sind gespült von Gott, wir sind getrennt von Gott, willst wir nicht gerecht sein. Uns fehlt eine Gerechtigkeit, was wir selbst können nicht verschaffen. Dort ist dann Jesus als Gehorsam gewesen, und vollkommen, und nu, durch was er getan hat, sind wir gerecht genug. 5. Mose Kapitel 32, der 4. Vers sagt, er jaft den Schutz, seine Werk als ohne Fehler. Und er handelt immer recht. Gott ist beständig und ohne schlechtet. Er det immer, was recht ist. Und wir glauben als Christen, die Bibel lehrt, dass Jesus als Gott. Und weil Jesus Gott ist, er ist ganz gerecht. Er ist perfekt. Und seine Gerechtigkeit ist gut genug, so zu sein, für Gott. So, was ist Gerechtigkeit? 17. Vers sagt, sie sollen im Leben durch Jesus Christus herrschen. Gott seine Gerechtigkeit herrscht durch Jesus Christus. In Hebräer sagt er wieder, dass Jesus ist ein Vorbild von wer Gott ist. Er ist ganz gerecht. Und an der 15. Vers von Römer Kapitel 8 sagt er, dass Gott seine Geschenk als nichts sind. Jesus Christus seine Gerechtigkeit als nichts, wo wir kort kommen. Er sagt, aber mit Gott seine Gnade,
die hij uns schenkt, als dat nicht so aus mit Adam seine sind. Wann durch einem seine Sinn der Tod überfällt heim, dann wird Gott seine Gnade noch viel greater. Dort durch einen Mensch, Jesus Christus, durch Gott seine Gnade Vergebung zu haben ist. Gott seine Geschenk, als greater ist unser Sinn. Gott seine Vergebung, als greater ist deine Sinn. Wir sind Sünder und wir glauben merken, meine Sünde ist so groß. Wo kann Gott mich vergeben? Ich habe so einen großen Fehler gemerkt. Ich habe so viel Schlag getan. Meine Sünde hat so viel Schulden getan. Paulus sagt hier, Gott seine Geschenk, ist ordentlich ist der Sünde. Der ist gratis ist der Sünde. Du hast keine Sünde, was so groß ist und so schlecht ist, dass Jesus Christus seine Gerechtigkeit dort nicht kann bedecken. Und dort ist ein Trost für uns. Wir verstehen, dass wir manchen das bekennen, wo wir kalt kommen. Aber Freunde, wir brücken uns nicht bedauern, dass Jesus Christus seine Vergebung wird nicht groß genug sein für unsere Sünde. Jesus Christus ist perfekt. Seine Gerechtigkeit ist ewig. Und wird seine Gerechtigkeit ewig ist, und wenn er unser Sinn bedecken wird mit seiner Gerechtigkeit, unsere Sinn dann sind ewig verjährt. Die sind ewig bedeckt. Das ist nicht bloß, dass Jesus Christus seine Gerechtigkeit kämpft über uns für eine gewisse Zeit und dann rennt das aus. Jesus Christus seine Gerechtigkeit ist nicht so ein License Plate Sticker, was jeder Jahr mit abgefragt. Das ist ewig. Und das ist über uns, wie wir in Jesus Christus sind, dort, wenn Gott nach uns schicken wird, er sieht nicht, wer wir sind. Er sieht, wer Jesus ist. Und weil Jesus ganz vollkommen ist, sind wir auch vollkommen. So wie ist es dann, dass Jesus seine Gerechtigkeit über uns kommen wird. In Englisch will wir sagen, how is it that Jesus' righteousness is imputed to us? Uns ungerechnet. So wir sagen, wo Adam seine Sinn wird uns ungerechnet. Wir sind Sünder, weil Adam ein Sünder wir, und wir kommen von Adam. Und krass in der Wahrheit ist, seine Sünden werden uns ungerechnet. Nur, wenn wir in Christus sind, wenn wir am Annehmen tun, durch Glauben, oder willst wir glauben, dann ist Jesus Christus seine Gerechtigkeit an uns ungerechnet. Üschlich kann wir sein, dass unsere Sünden werden an Jesus ungerechnet. So wie wollen ein bisschen von der sein, wo hier wird alle Sorten weiße Dinge vertuscht. Erst wird, wer wir sind, da wird vertuscht mit Adam seine Sünde. Und dann wird, wer wir sind da wird nicht ungerechnet an Jesus. So wenn Jesus an Kreuz gestorben ist, dort wir so, wenn wir an Kreuz gestorben sind. Dort meint nicht, dass wir Gott sind, dort meint nicht, dass wir die Person nicht wären, aber da wird ungerechnet, dass unsere Sinn durchgestorben ist. Römer Kapitel 4, 25 sagt, dass du hingejeft wird, für unsere Sünden zu sterben und von Tod abgewagt wird, dort wir können gerecht vor dich werden. Er sagt, dass du hingejeft wird für unsere Sünden. Unsere Sünden waren ungerechnet. Und so, dass wenn Jesus an Kreuz hängen deit, da wären unsere Sünden, was du hängen deiten. Wieder in 2. Korinther, das ist der Vers, was ich fertig lesen da, wegen der Klarheit, was uns geben wird. 2. Korinther, Kapitel 5, 21. Vers sagt, Gott mögt den, der von keiner Sinn wisst, in unsere Stadt zu sind, dort wir durch für Gott gerecht worden. So dort für jellen det. Gott mögt den, der keinen Sinn wisst, in unsere Stadt zu sind. Wie das Mennoniten, wir hängen nicht Bilder von Jesus auf dem Kreuz, das die Katholiken tun.
Maar nächste Mal wie on vielleicht ein Bild sein down, wo Jesus op een kruis hängen deed. Waarom wir even denken, dat als nicht bloß Jesus wat hängen deed, dat als onze zin wat an Jesus zijn, wat ook hängen down. Onze zinden zijn betoeld, wils Jesus neemt zich, onze zind. Ik geloof dit als het beste weg, een vertuigen, wat een zeer guter deal is. Waar we müssen een klein beetje van Beispiel, waar we zijn, je had een oude koor. En deze koor, die komt avonds wieder. En du hast wenig vor, wat ewig gebleven is, dat ewig als was aller rast. En de koor, die verfällt, en die komt maar avonds bij een dealership voor, en je weet niet, je fehlt een frische koor. Maar je had niet geld om een frische koor te hebben. En zo deze koor, die wordt maar avonds, die merkt maar avonds bij een dealership. Dan zei je door, en je wil zijn, wat kan je met weinig geld typen? Dan kwam hij wat de dealership, 31, hij kwam naar die en hij zegt, kan zijn, die brengt een koor aan van trade. En einer wird ze denken aan dit, ik weet niet of dit een trade is, ik wil dat best in een stad is, waar ik dit handvieren kan, dat het uit een stich is, wat ziet is. Dan zegt hij wat, dat 31, ik wil die koor in thuis nemen, voor dat beste voor ik wat ik hier vertellen doe. En dat wordt geen kost zijn voor die. Dat is wat Jezus gedaan heeft voor ons. Wie wir verrastet zijn ze te zijn, we gaan lernen met wat we zijn, we hebben niets wat we geven kan, wat we tonen kan. En Jezus neemt wer we zijn en hij deed vertuschen. Onze gerechtigheid voor zijn gerechtigheid. Dat hij onze gerechtigheid op een kruis betoont heeft, dat we zijn gerechtigheid krijgen, dat we recht voor God zijn. En dit is de goede nodig van het evangelium. En wieder zegt het dat God zijn geschenk, zijn gerechtigheid, dat wordt gegeven door genade. 17 zegt dat het als een, dat zegt, Obadiah, dat zich God zijn grote genade en gerechtigheid schenken laten. So dat braucht deze Wort hier van genade en schenken. En in Epheser kapitel 2 reden we onze radung en geschenk is van God. Dat komt door genade, wilt we geloven. Du hast nichts, wat we kunnen doen. Dat God genoeg is. Dat God wordt ons aannemen, dat is perfect. En wieder wordt ik zijn, viele van ons, we komen met wat weinig we hebben. En we worden dat Beispiel gebruiken, waar we zijn, we komen met $1000. En ons fehlt $100.000. We geloven, we worden $100.000 betonen. En dan wordt Jezus dat eeuwig, zodat we volkomen zijn. Maar Jezus zegt, ik wil die $1.000 niet. Mijn $100.000 is alles wat mij jankert. So Jezus wil onze 100.000, wat allemaal we willen geven. Hij wil dat niet. Onze gerechtigheid interesseert God niet. God wil dat wegnemen, dat wat we zijn. En dat vertuigen met wer Jezus is. Dat is door genade. Dat is ganz een geschenk. Dat is niet dat we maar een klein beetje kunnen geven en dan God wordt het eeuwig. So dan als Christen zullen we ons tevreden staan. Probeer we ons dat dan verdienen? Probeer we zo'n gouden down payment te krijgen dat we kunnen naar God komen en zeggen, kijk maar hoeveel ik al geschafft heb. Kijk maar dit dezelfde geld wat ik hier heb. Kijk maar hoeveel goede werken ik heb. Ik vrees bis du dat eeuwig nog des. God wil gaan, we zullen naar hem komen. Kraxis wie zijn. En we kunnen niets brengen naar hem wat weet is dat hij ons aannemen deed en ons raden. Hij wil bloos ons geloven. Hij wil bloos ons vertrouwen dat Jezus in gerechtigheid kan over ons komen. En dan zegt hij dat we zijn gekleid in zijn gerechtigheid. In Jesaja kapitel 61, de 10e vers, brengt een voorbeeld van dit. En hij zegt, ik vrij me je hierig voor den Herrn. En in mijn ziel jet dat zeer schijn met mijn God. Zijn heil is aan mij, zoals een rook. En
En zijn je reich zijn, zoals een eeuwig. Wie zijn zo glücklich als bruidlied, die zich de kaas aangerakt hebben. Hij brengt hier een beeld van God zijn gerechtigheid. Dat komt over ons als een eeuwig. En ik brug van jou een wanig. En dat is een beetje zoals mij fehlt een wanig te wonen. En ik kan niet een wanig. Maar Jezus Christus geeft mij zijn wanig. Dat ik kan gaan. En dat God kan zijn. Dat die wanig is goud. En zijn gerechtigheid, dat komt over als een eeuwig. Zeg bij ons van jou vrouwen. Als Jezus Christus zijn gerechtigheid over die. Oder brauchst du noch Gott zum zufriedenstellen mit deiner Gerechtigkeit? Und du brauchst jedes Mal nach Gott zu kommen mit ein klein bisschen mehr. Erst einmal wenig Geld und dann ein klein bisschen mehr verdienen, dann werden wir nach Gott kommen und brauchen, dass Gott wird einmal annehmen, wer wir sind. Wir sind nicht vollkommen, um dass wir vollkommen sind, wo wir nicht in das ewige Leben verdienen. Hast du das angenommen, was Jesus getan hat für dich? Und wieder ich will uns von dir fragen, Levi in seiner Weg, so dass er bewiesen wird, dort, wir glauben dort. Wir glauben dort, wir sind in Jesus Christus. Und glauben wir dort, Gott seine Gerechtigkeit, was über uns ist, als genug. Viele von uns, wir fallen uns, dass wir nicht wert sind. Dass wir bloß Fehler sind. Dass wir bloß kort kommen. Weil wir mal sein, was 20 und 21 uns lernen wird. Dort gesagt wird gegeben, dass der Sinn mehr für einen Tag kommen soll. Aber würde Sinn taunehmen, wie einmal noch mehr Genot. Dort so aus der Sinn im Tod herrscht. Gerade so soll die Gnade und Gerechtigkeit der Jesus Christus unseren Herrn zum ewigen Leben herrschen. Das sagt ihr aber, wo sind taunehmen, wie einmal noch mehr Gnade. Ich weiß nicht, was von der Past je habt, was je tun haben in Leben, wo ihr sind habt. Und wenn je nu noch einen Kampf haben mit sind, Jesus Christus in ihrer Gerechtigkeit als einmal stärker ist unser Sinn. Das ist nicht, wenn wir Christen sind, dass wir in seiner Weise sinden können, dass wir dort verdorben können, wo Gott seine Gerechtigkeit über uns ist. Wir wollen nächste Sinn sein, wo wir können weiten, dass wir diese Gerechtigkeit haben. Aber wenn Jesus noch uns checken wird, er sieht, wer wir sind, er sieht nicht, wer wir Fehler sind. Er sieht nicht, wo wir kort kommen. Wenn wir in Jesus Christus sind, er sieht Jesus Christus in Gerechtigkeit. Das ist, wo wir dann in Gewand leben. Das ist, wo wir frei leben. Wir sind frei von dort, was uns verdammen wird. Und wir sind nicht frei, um für Jesus leben. Und das nehmen wir an im Glauben. Das ist nicht, was wir können tun, dass wir reich werden, das ist bloß, wer Jesus ist. In Römer Kapitel 4, 3 bis 5 sagt, die Schrift sagt, und Abraham glaubt, und dort ward aus seiner Gerechtigkeit angerechnet. So, wo nehmen wir dort an? Dort, was Jesus hat getan für uns, seine Gerechtigkeit, dort wird uns angerechnet, wir glauben. Oder wir würden gerne sagen, wir haben Glauben, wir haben Vertrauen. Wo nehmen wir dort an? Wo tragen wir uns den frischen Wahrheit an, so zu sein? Wir glauben. Wir vertrauen. Wir nehmen dort an und glauben, dort, was Jesus getan hat für uns. So dort, wenn Gott zu uns checken wird, dann sieht er bis, was Jesus hat getan. So, ich will von dir schließen und ich will dich einladen, wenn die noch nicht haben, dort angenommen, was Jesus Christus hat getan, dann dort dann von dir. Die Bibel lehrt uns, dass wir sind alles als Sünder geboren. Die Bibel lehrt uns, dass wir sind kort gekommen. Unsere Gerechtigkeit ist nicht genug. Die Bibel lehrt uns auch, dass Adam seine Sünde als uns angerechnet. Und der Sinn kommt dort. Und wir sind ewig, jästlich dort.
Dat is wer wir sind. Aber 2000 Jahre zurück kam Jesus, uns all gerechter Gott. Er lebt ein Leben, was perfekt und vollkommen war. Er starb an den Kreuz und er vertuscht seine Gerechtigkeit für unsere Sünde. Und wer in Armut leben, wer in der Gerechtigkeit wird vertrauen, der haft, wird leben. So wenn du von dir, wo immer du dort hören das, wenn es online ist, und du das noch nicht hast getan, dann ist es gekommen, und dort bekannt, dass du ein Sünder bist, dass du ein Radar fehlen wird, und dort angenommen haben sie deine Radung. Ich will die ankriegen von dir, um das zu tun. Und wenn du von dir hier bist, so ist ein Christ. Du bist in Jesus Christus in nur Feuer. Und die fällt dir, dass man die erst nicht. Oder die fällt dir, dass du bist ein Fehler bist. Wir wollen ein klein bisschen andenken, wem sie Nomen und die ist. Wem sie eine Gerechtigkeit an die ist. Dort du kannst in der Gewärts leben. Wir wollen schließen mit einem Gebet. Und wenn die von dir wollen mitbeten, dass die Jesus Christus annehmen wollen, beten mit mir mit. Jesus Christus, die Bibel lehrt uns, dass wir sind Sünder. Die Bibel lehrt uns, dass dort kämpft der Sünd. Gott, wenn du von dir Sünder sind, wird noch niemals diesen Geschenk angenommen haben, dir glauben. Gott, ich bete, dass du was ernten. Und wenn die so steht sind, ich freue mich, dass du beten mit mir mit. Jesus, ich weiß, ich bin ein Sünder. Jesus, ich weiß, dass dort kämpft durch die Sünde. In der Bibel lehrt mir Jesus, dass ich nicht ewig verloren gehen, weil Jesus Christus erst auf dem Kreuz gestorben für meine Sünde. Er hat dort vertuscht. Dort wird ich sein, in Sünder, mit seiner Gerechtigkeit. Und wer dort annehmen wird, wird ewig Leben haben. Gott, ich vertraue dort von dir. Ich nehme dort an. Nicht, weil ich dort verdient habe, aber dass Jesus dort verdient hat. Jesus, rat mich. Und ich bin dankbar, dass du mir raten lässt. Und Gott, wie wir all die angenommen haben, und wie noch nicht in der Freiheit, in der Events leben, und was durch Jesus Christus kommen wird. Gott, gib uns von dir ein Bild, dass wir in Christus sind. Und weil Christus in alles gemerkt hat, alles in seiner Kontrolle hat. Und Jesus ganz gerecht ist. Gebe uns in Sicherheit, dass wir leben für dich. Nicht, dass wir gehindert worden sind, aber dass wir mit Confidence, mit Sicherheit für dich leben. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.